Paradox ist eigentlich, dass man jetzt um den Timmy, was hat die angebliche Rettung von diesem Wal gekostet? 1,5 Millionen Euro, dass man um den Timmy ein solches Fallen gemacht hat, dass aber alle Jahre 420'000 Wale von Menschen umgebracht werden. Und apropos Nachhaltigkeit, es wird ja mit keinem Wort so gelogen wie mit der Nachhaltigkeit. Die aktuelle Überfremdungsinitiative, wo uns einen Dichtestress einreden will, heisst ja Nachhaltigkeitsinitiative. Und die letzte Schutti-WM in der Wüste von Katar scheint es nachhaltig zu sein. 52 Grad im Schatten, bravo. Und die WM diesen Sommer wird noch nachhaltiger. In 3 Ländern, Mexiko, Kanada, USA, dass sie dem wie gestört müssen, das umzuchatten. Die nächste WM wird, nur weil der Infantino grössenwahnsinnig ist, noch nachhaltiger auf 3 Kontinenten. Und die übernächste ist dann wahrscheinlich auf 3 Planeten gesponsert vom Elon Musk. Und jetzt eben diesen Sommer unter anderem in Mexiko, wo sich normale Einheimische kein Billett für so ein Match leisten können. Das würde 3 bis 4 Monatslöhne kosten. Krank. Und du fragst dich jetzt vielleicht in meinem alten Azzurri-Trikot. Ja, ich bin eben schon Fan von der Azzurri gsi. Schon 1970, als die WM das letzte Mal in Mexiko war. Weil in meiner Kindheit, ich bin im 65 auf die Welt gekommen, da hat es keine Schweizer Nazi gegeben. Also es hat schon eine gegeben, aber die waren einfach nie dabei gewesen. Wenn du Panini gesammelt hast im 78 oder 1974, die Schweizer waren von 1966 bis 1994 an keiner Endrunde dabei gewesen. Und wenn du Panini gesammelt hast, dann bist du dann halt Fan geworden von Italia. Und in 1982 hatte ich eine grosse Freude gehabt. Campioni del Mondo, das ist die Gazzetta dello Sport vom 12. Juli 1982. Das habe ich aufbewahrt, habe ich Freude gehabt in meinem Azzurri-Trikot. Ja, man ist halt ausgewichen. Die einen sind Frankreich-Fan geworden, die anderen Brasilien. In meiner Jugend und ich, weil wir gingen auf Sottopasaggio in die Ferien sind. Also, und ich habe wirklich bis 14 gemeint. Das heisst, ja, du bist angekommen, auf dem Perron hat so ein Schild gehabt. Gemeint, das heisst Sottopassaggio. Und ich habe mir sagen, dieses Jahr haben sich ganz viele Kinder in Italien, von 2 bis 15-jährig vom Osterhas, ein Schweizliebli gewünscht. Aber ich bin meinen Azzurri unendlich dankbar, weil die boykottieren konsequent jede Endrunde in Ländern mit einem autokratischen Regime. 2018 Russland, 2022 Katar und diesen Sommer im 26 Amerika. Dem sage ich nachhaltig. Ciao ragazzi.